Goedemorgen. Wat ik nu vielleicht een beetje einseitig hier, nicht? Wenn ich hier an einer Kant, bloß an einer Kant stund, um zu vertalen, aber das meint für jeden alle auch. Ich fange viermal an mit der Botschaft, was Jesus da ist, am Bauch seine Botschaft da. Und der erste wird, wenn wir arm werden im Geist. Und da meint so viel, dass wir dann zur Ansicht kommen, dort wie Salz nicht haben, was der Brucht haben seilig waren. Und du wirst sehr dann seilig sein, da was der arm sind im Geist, wenn da wir ansehen können, dass irgendwas fehlen, dass sie dort nicht Salz können. Das meint, dass sie wie arm im Geist. Und von der war wir eben gehen, der nächste Vers, sagt seilig sind die traurig sind, weil es an soll getrost worden. Wenn ihr in der Bibel mit habt, das will ich aufdagen in Matthäus Kapitel 4, wir waren von Vers 3 bis 12 durchgegangen. Und dann wollen wir ein bisschen sagen, was er uns geprüft zu sein, mit dieser Sache traurig sein. So, Matthäus 5, bei der 3. Vers, wo wir anfangen. Sagt, seilig sind die im Geist arm sind, weil es angehört das Himmelreich. Seilig sind die traurig sind, weil es an soll getröst werden. Seilig sind die sanftmütig sind, weil es die sollen die Welt erben. Seilig sind die in Hunger und Durst und Gerechtigkeit haben willst, die sollen satt werden. Seilig sind die mit anderen Mitleid haben, mit die, was Gott Mitleid haben. Seilig sind die ein reines Hart haben, willst, die sollen Gott sein. Seilig sind die Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder halten. Seilig sind die am Gerechtigkeitswillen verfolgt worden, weil es dort Himmelreich als Erd. Seilig sind die, wenn die Menschen am Mund helfen, über ihn schalen, ihn verfolgen und ihn allerhand Schlechtes nur reden, wenn das nicht so ist. Freut ihn und sieht Hexfrau. Da wird ihn im Himmel Gott belohnt worden, weil es Größe haben sie die Propheten verfolgt, die verjüngt werden. Aber so weit. Ich habe hier mehrere Dinge, was uns gesagt, dass seilig sind die, seilig sind die, und das ist interessant, dort hat das, was ich sage, dass hier besonders in dessen, was ich seilig bist du, wenn du traurig bist, und das für uns vielleicht, hat sich vielleicht mehr überrascht, wenn wer traurig ist, hat sich nicht so gesehnt oder getrost oder seilig, nicht? Wenn traurig sein geht nicht schein, und doch er sagt hier traurig, seilig sind die traurig sind, weil es am Wort getrost worden. So wir wollen ein klein bisschen sagen, da benannt ich was ich angeprüft zu sein, mit dieser Sorte trüren. In Jesaja 61, die ersten 3 Vers, hier redet er ein bisschen von der Salviet. Das ist das Schriftstück, was Jesus das in der Judenschule ankam, und du so ein Part von der Schrift nehmen, die damit überlesen, das ist das, was heute brauchen wird. Wenn ihr das überlesen wollt, das ist in Lukas Kapitel 4, glaube ich. Kann ihr das überlesen? Das ist das Schriftstück, was Jesus da brauchen, das heute in der Judenschule ein Part überlesen wird. So, das sagt es das, Jesaja 61, die ersten 3 Vers. Dass Gott den Herrn sein Geist ist ab mir gekommen, dass ich dort tun kann, wo der Herr mich gesalbt hat. Er schickt mich nur die Leiden, die ich eine gute Nachricht bringe, dass ich an eine gute Nachricht bringe. Nur die durch was schwaret gehen, dass ich am Mutter spreche, dass ich die Festgenommene sei, sie können loskommen und frei werden von dort, was am bingt. Ich soll bekannt geben, dort die Jahren von den Herrn sein ganzt, in der Tag, wo Gott den Sinn bestraft, nu anfängt. Dort all die Trost gibt, was nu trüren. So dass Jesus steht ab den Buch, das hat die Predigt, dass die werden seilig, was die trüren. Und in Jesaja 61 sagt auch, dass heute wird frei mehr, was trüren.
dat hij wordt een troost brengen. De Heer zegt dat die in Zion wonen waren wat onständigt en een steer Arsch op dem Kap drehen. Sondern wat sehr trüren, wat gerade passiert wird, einfach für sie bewiesen, dass sehr schwer wieder schlagen, dass sich Arsch auf dem Kap ab. Das beweist so viel, dass sie ein großen Trüer werden. Aber er sagt hier, er wird anständig en een steer Arsch auf dem Kap drehen. Und euch aus ein Fass, eine Steer zum Trüren bringen. Dort wird von angesagt worden, dass sie aus Eken für die Rechte anstunden. Ein Ekenbaum, das ist ein großer, starker Baum, das heißt, die waren so anstunden aus einem Ekenbaum. Und dass sie von Herrn angeplant sind, dass sie wissen, wo herrlich er ist. So, warum sagt er hier so, warum sagt er, dass seilig sind, dass die Trüren, wenn irgendwas getrost worden, wo das die ganze Ursache wäre, dass er sagt, seilig sind, da jetzt der ganze Strieb durch. Hier der dritte Vers am Ende sagt, dass dort sei wissen, wo herrlich Gott wirklich ist. Das ist eine Ursache, warum. Das ist eine Trüren, was die Welt nicht weit wird mit zu tun. Und er hat so viel von Dinge so Selbstmord oder wenn sie Deep in Depression sind, dass sie nicht rückkehren, dass sie bloß von Tüßen in ihrer Stufe bleiben und so. Sind Menschen, die vielleicht nicht mit Jesus bekannt sind oder noch nicht am Hand. Ich will nicht sagen, dass keine Christen kann eine schwere Zeit durchgehen, dass vielleicht keine Depression leiden oder so. Aber ich glaube, dass die Welt, die weiß nicht, was sie sollen tun mit einer Sartre. Wenn sie kann sein, vielleicht kann es sein, sie haben eine große Mess gemerkt von alles. Vielleicht kann es sein, dass sie selbst an sehr hart gefallen haben, alles, wo sie vielleicht sollen tun, oder nur regen oder nur schaffen. Und können sie sich selbst an, weiten bloß nicht wohin. Die Welt weiß nicht, was sie sollen tun. Aber du hast eine Art Trüren, was uns dort hart klar merken, dass wir kann klar sein, dass wir kart fallen in was Gott uns hat vergemerkt. Das ist der erste Vers, der sein, der wird arm sind im Geist, dass wir von was hier reden, dass so eine Art Trüren, dort wieder kann an sein, wie sind kart gefallen, und wir hatten Trüer durch dass wir nicht, dass wir können sagen, Gott ist heilig und wir sind nicht, und wir können mit einem Taub kommen oder Gemeinschaft haben mit ihm, dann haben wir uns hart sind Trüer werden, und der wird nicht näher wohin. Und das würde dann kommen, wenn wir sagen, dass uns fehlt an Gott, an Jesus. Dass dieser Trüer, der uns einen Trost geben, dass wir wollen getröst werden. Und das ist der Sinn, was uns der Gemeinschaft verdorben hat, und das wird uns merkt und trüren. Das sagt, die seilig sind, die willst, der Trüer, was sie begonnen da, und das ist nicht so, das selbst von einem irgendwas schuld ist, sondern vielleicht was schwerer da gegangen, da wir vielleicht trüren, die über das Samwort nicht reich ist. Das ist eine Sache Trüer, von der reden, was einem Deipet im Hort gegangen hat. Da wir das an sein kann, uns fehlt das an Gott, und wir trüren die Eva, er bringt uns Trost. Wenn du da kannst ansagen, dass du, vielleicht hast du einen Sinn begonnen, oder vielleicht kannst du sagen, dass du hast die nach niemals nicht handgegeben, ne Gott, und du hast eine Trüer in dein Hort gefahren, die ist das wichtig. Das ist ein sehr guter Beweis, dass du einen Weg gehabt hast, dass Gott dir nach reden wird, das ist nicht erlaubt für dich. Wenn du ein Leidsan hast, über den Sinn, was du begonnen hast, dann ist das ein gutes Bild in dein Hort, wie ist die dort, das ist nicht erlaubt für dich, dass er die Welt und Trost geben. Das ist schon sehr, diese Versen sind, was findet, sind wirklich das, was Jesus braucht, das ist heute in der Judenschule, dort der Part von der Prophet Jesaja überlesen, dort. Und das stand, kriegt man, was hier Luther sein, diese Menschen. Sondern was trüren ihre Sinn, die wollen einen Trost finden. Das ist eine gute Sache trüren. Es ist nicht eine scheine Sache, es ist nicht, dass ihr was gut gehen oder schein gehen oder so, aber es ist eine Sache, feine Sache, dass wir wollen einen Trost finden. Wenn diese Sache trüren, das bringt den Leid an, und dann bringt dort, dass wir uns dann wirklich hingeben, denn das, was Gott will haben.
Verhaken laat hij ons den Trüer Eva kommen, wenn er kann sagen, das einzige, wo wir uns hart von aufmerksam Armen sein, hier sie ich kann bloß nicht selbst allein tun. Was hier sagen, dass dieses Trüren bringt wirklich Frieden und Frieden. Du wen sagt, dass seilig sind die, was die Trüren. Das soll ich sagen, dass in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du deine Sinn bekennst, das meint, du hast, kannst das ansagen, du hast einen Trüren, der dass du den Sinn begonnen bist, und sagt, wenn du den Sinn bekannt hast, als ein Trüren gereicht, und verjagt uns die Sünden, und dann reinigt er uns von aller Einreichtigkeit, das wo die Trosten dann kommt. Seilig oder gesegnet sind die, wem seine Sünden vergift sind. Das wo der große Trost und Friede dann kommt. Psalm 32, Vers 1 2 sagt es das. David jaft ungerecht. Gesegnet sind die Menschen, denen vergangenen oder vergangenen oder was hingens als vergift ist, in denen ihre Sünden bedeckt sind. Gesegnet sind die Menschen, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und die ihre Jes ganz aufrichtig sind. Die in ihren Jes ganz aufrichtig sind. Klickt durch die Bibel, wir können alle Wege forschen, dass das fängt, was die von bestimmt was die sagen, dass gesegnet sind die, was wirklich bedeutet, dass sie in Trüren haben, über ihre Sinn, und dass sie sich dann handgeben und Jesus annehmen. Gott nannte hier seilig, nicht willst dort leicht ist, oder willst am das Gott geht, oder dass sie Gott sind. Er nannte ihm hier gesegnet, willst dann als Gott dich bei dir. Dann ist er ganz benommen, wenn wir wirklich von Horten und Leuten haben. Psalm 34, Vers 18, 20 sagt es das. Der Gerechte schrien, und der Herr hielt, und halb am uit ihre Not. Der Herr ist all die nu an, die ein Gebrauch nicht hat haben, und halb die ein bedreckten Jes haben. Der Gerechte Mut, der Gerechte viel Leiden, aber der Herr halb am uit allem rüht. Wenn wir bloß an denken, dann an Trüren soll gut sein oder ein Segen sein oder seilig sein, der Trüren, bloß dort allein, dann wollen wir vielleicht nach Weichgehen, als vielleicht ein bisschen Kopf gehen und sagen, das merkt bloß gleich Sens bei mir, das trifft gleich. Aber was das seilig merken, das ist, dass wieder nach Gott kommen, heißt dann dich bei und dann häufig jaft uns die Sünden. Und dann sagt er, der Gerechte, der macht viel Leiden. Jetzt nicht schein, dort jetzt nicht in den Gott raus. Nicht? Wenn du eine gerechte Person bist, sagt er, du wirst leiden. Das wird passieren. Das ist ein Versprechen. Wie kann du nicht über den Stich gehen? Sagt er, aber der Herr, der Haupt mit allem rüht. Das ist, wo der Trost ist. Wenn du allein proben das, wirst du viel Leiden innewiss machen. Aber dann hast du keinen Herr, der dir rüht halten, wenn du das nochmal all allein hast und noch nicht angesagt, dass dir das fehlen wird an das Trost da. Das Wort, was er hier braucht, für Trüren, als dort das griechische Wort, nennt sich Pantheo. Das meint, das ist our Trüren, das ist nicht bloß, dass ein Wort schlagen, das meint, das geht mit einer Säule. Mit dem Hort, das wird nicht bloß mit vom Buben Eva, das ist nicht so eine Trüren, was wir können betreiben mit Storche oder mit Drugs oder mit Ehren, das Wort. Wenn das ist our Trüren, das geht mit dem Hort. In 2. Korinther 7, Vers 9 durch 10, sagt er, doch, nu Freiheit mich. Nicht nur der, was kein Trüer versagt hat, aber du der, dass die du durch dein Leben ändern. Da wir in Trüer nur Gott sehen wollen, und so habt ihr durch uns kein Schulden gekriegt. Trüer, der von Gott ist, bewirkt ein Umkehren, wodurch wir seilig waren. Und dort wird keinem Leid, aber der Welt ihr Trüer wirkt den Tod. Jesus, der Propheten, der Apostel Paulus, die stammen alle mit dieser Sorte Trüren. Paulus sagt, am deutet Leid, oder er freut sich, aber nicht, dass er gleich, dass er die Korinther hier hat mit den Trüren gebracht, aber am Freitag, wenn er sagt, dein Leben wird verändert dadurch.
Sie kriegen dort zu sein, da wird sie deuten wenig reich und dort mir dürfen verändern ist in ihr Leben. Und er sagt, so soll trüren, dass Gott sein wollen. Und er sagt, wirklich haben sie keine Schulden gekriegt durch ihn. Wir sind actually wieder in dort gut gewesen. Dann sagt er, Gott, der das wirken in uns, so dass wir umkehren dadurch. Alles, was Gott sein Plan als was von Anfang an der Welt, als Adam und Eva am Garten, wir haben Gemeinschaft hat mit dir. Er merkt die durch ab, dass sie eine Gemeinschaft haben. Aber man einfach die brüchen die Gemeinschaft mit Sinn mit von den Baum nehmen, wo sie nicht sollen von nehmen. Und von dann, was Jesus sich wieder im Kreuz genährt und durch starb für uns, prüft Gott die Gemeinschaft taub zu bringen. Und die Israeliten, die waren die Gebauten gegeben, alle Gesetze, was sie hatten, und dort soll auch ein Vorbild sein, für was da kommen wird, so dass sie keine Gemeinschaft haben mit Gott. Und hier sagt er, dass diese Sortier, das bringt uns bitten, umkehren, so dass wir kein Trainer Gott kommen, dass wir eine Gemeinschaft haben mit ihm. Und er sagt, über die Welt, Sortier, das bringt den Tod. Sinne Sortieren, von was Paulus hier redet, das ist der gute Sache, dass wir können sagen, dass Gott ist dich bei uns. Das ist nicht weit auf. Einmal fallen wir uns vielleicht so, einmal der denkt, was wir gleich hinter tun, wenn wir vielleicht was begonnen haben, was wir nicht sollen, dann als erstes Leute, dann dürfen wir uns tragen von Gott, wer uns meist nicht in sein Wort zu lesen oder haben zu beten wollen, wir fallen uns schwingt und wir glauben, dass er wird uns vielleicht nicht annehmen dadurch. Und doch diese Leute sagen, wir haben dort uns wirklich Leute aus im Hort, das bringt uns nur Gott, was dann ist er wirklich dich bei. Das ist sein Plan, dass wir uns Tränen am tragen. Johannes 15, Vers 15 durch 17 sagt es das, wer mir gut ist, wird meine Geboten halten. Ich war den Vaterfrauen, und die wird jemand einen anderen Tröster geben, der ewig bei ihm bleiben wird. Der ist der Jesus, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann, weil es der nicht sieht und auch nicht kennt. Die aber kennen den, weil es der wohnt an jemand in Wort mit jemand sein. Wenn wir uns hingeben, dann das soll ich sagen, was der Trüren wir einfach getrost von das, von was er reden. Jesus, als er gestorben wird und abgestoßen und Tränen im Himmel, er sagt, das wird Gott für uns von heute, wir dann können einen Tröster schenken. Nicht bloß, dass der wird eine Person sein auf der Welt hier oder dort, wo der Menschen vielleicht keinen Trost geben, aber er sagt, das Tröster, der wird wirklich kommen und in uns wohnen, so dass wir immer wollen den Connection haben mit Gott, dass wir immer wollen dich bei sein, und er uns immer wird in den Weg trösten. Und einmal diese Weg wird uns trösten, das erst uns umklappern, oder vielleicht ein bisschen umpuxen, wenn wir was ordentlich haben tun, dass wir können sagen, hey, das wird nicht reich, das heute nicht so tun. Dass wir kurz dort an sein, dass wir kurz an Leute haben, das wird das Tröster, das in uns. Der wird wirklich ein Leute haben, fängt den Trost in den Tröster, wo Gott uns schreibt. Der Herr Jesus ist für uns ein Helper. Und der hat uns auch mit verschiedene Sorten helfen und vielleicht in verschiedene Wege uns bei dem Trüren bringen, sodass wir sagen können, das stimmt nicht mit Gott, was er von uns will. Hier sind ein paar verschiedene Wege, vielleicht, was wir trüren tun. Als Menschen, woher uns mal helfen das. Wenn wir wem Hand muss aufgeben, weil wir sagen, das ist eine Person, dich bei uns, unsere Familie, Freund, was immer, was gestorben ist, wir haben das aufgeben, sie sind nicht begruft. So eine Person fehlt Trost im Hort. Psalm 147 sagt der Psalmist ist das. Gott, er wird all die nur sein, was ein gebrechnet Hort haben. Wenn du hast, musst wem aufgeben, dass du gestorben hast, wer sei dich bei dir wird, Gott sagt durch das Tröster, als er nur bei all die ein gebrechnet Hort haben, er will uns Mut und Trost geben. Noch eine Weile, was wir trüren tun, ist über Sinn. Mir fällt die Geschichte an, von des Pharisäer, Schriftgelehrter in der Tagsklage, da wird im Tempel angehen und dann alle beten. Der Pharisäer sagt, oh, dank schön Gott, eigentlich Jesus das. Wenn ich da den Tiendel aufgeben und ich da alle Sorten gaudet und er hat sich das als loben für Gott, was er alles tut.
das Taxcharakter, der kann sich selbst zusammengekriegen. Er geht den anderen, sagt der schlucht sich an den Brust und der sagt, Gott sei mir sind da gnädig. Er hat ihn gebraucht nicht hart. Er wird bitten Trüren gekommen, aber er dort kann ansehen, wo er dort wird arach, und er schrie ut nach Gott und frug Hilfe. Soll gnädig sein. Und Jesus, als er diese Geschichte vertelt hat, er sagt, das Taxcharakter, das arme Sünder, oder was vielleicht vorher wurde, han sie gelobt noch ein ungöttlicher Mensch, er sagt, da ging von du warst, gerechtfertigt. Nicht der, was sich so abstellen, dass er gerecht wird, aber der, was es ansehen kann, was der Trüren, der über seine Sinn, er ging du warst, gerechtfertigt von du. Warum wird der arme Sünder, was alle Menschen wissen, dass ein Sünder wird, warum wird er gerechtfertigt und nicht der, was sich auch euer sein wird? Was das Taxklager, der hat ein Leid sein. Er trürt über seine Sinn. Und er ging du warst, getrost. Und heute ist trüren, was wir begonnen als trüren über was in der Welt angeht. Wir haben vielleicht gehört von Dingen aus der Welt eigentlich, was kommt, wenn du alle wegen Erdbeben sind, oder alle wegen Krieg ist, oder wenn sie anfangen zu sagen, dass, die wird alles gut sein, und die werden sie alle fertig werden, auf einmal hastig, dann kommt das eng. Wir lesen viele seine Dinge, wir hören viele seine Dinge, und dann fängt er an zu trüren, vielleicht, wenn in der Welt einfach angehen darf, wie nicht so, was vielleicht ein bisschen du noch andienen würde, wir glauben, dass das. In der Apostel Paulus, der sagt, in Römer 8, dass die ganze Kreatur, die steht in Geburtsweide, wen das eng das soll kommen. Das ist nicht, dass wir uns angrühlen, oder sie denken, oder wenn das auf einmal passiert, nie, oder so. Die Tröster, was Jesus geschickt hat, oder was Gott geschickt hat, was sein ihnen Geist ist, die bringt uns doch die Friede im Herzen sein, wir haben eine Arbeit zu tun, und wenn es eng von der kommt, dass wir sind reut, nicht, dass wir uns zu freien tun oder brücken, aber wir können sagen, ich habe Friede im Hort, dass wenn Jesus von der kommt, und eng von der was hier ist, ich sie reut. Und der uns an den Weg trösten. Und es fehlt das trüren, was die Bekehrung bringt. Paulus sagt in Römer 8, 28, dass wir wollen, dass Gott in alle Dinge immer das Beste wirkt für die, die am Gott sind. Das sind die er geraubt hat, so es er das will. Das ist trüren, was uns bringt, wir amtieren da, und dann können wir mit dieser falschen Matchstammen sein. Dinge sind nicht leicht. Vielleicht nicht in der Familie, vielleicht nicht bei der Arbeit, vielleicht nicht in der Kirche, vielleicht nicht in der Welt. Aber ein Ding können wir uns ganz sicher sein, kann sein, getrost mit sein. Alle Dinge, wo wir beleben, als wahre geborene Christen, wird utarbeiten für Gott. Vielleicht wird sich das nicht gut fallen für mich und die. Vielleicht wird uns das nicht so schein gehen, und vielleicht wird es nicht mal gleichen. Aber die Schrift sagt nicht, dass uns das alle wird schein gehen, dass uns das alle wird sich so fallen ist, das gut, aber das eng davon wird, das Utwirken davon, das ist gut für alle. Wir brauchen nicht in der Tür bleiben, dort, wenn schlechte Dinge umgehen, dass dort der Plan ist, oder dort die Hauptsache ist, von was uns Leben soll passieren. Das ist Tür, was uns mit der Bekehrung bringt, kann wir sein. Und all Dinge gehen an in dieser Welt. Und wir dürfen das nicht gleichen. Und wir brauchen uns nicht mehr schein gehen, aber wir können uns in dit Trost festhalten, dass alles Arbeit ut für Gott, für die, was den Herrn Gott sind. Und du können wir uns in großer Trost mitfangen. Wenn jemand dann glaubt, dann vielleicht, das geht nicht so erscheinen, na, das ist okay. Da braucht euch alle schein gehen. Aber was uns kann schein gehen in dort Bereich, ist, dass wir uns in dit kann festhalten, dass Gott erst an unserer Seite ist für uns. Wenn ihr jemals dort ein bisschen bedürfen würdet, dann lest Römer Kapitel 8 durch. Das ist ein wunderbares Kapitel. Und du dann sagst, hey, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das meiste ist, wenn das vielleicht ein Challenge ist, vielleicht wir sagen, wer will proben? Wenn Gott, der allmächtige Gott, der alles erschafft hat, Himmel und Erde, alle Tiere im Wasser, im Meer, in den Laufen, alles, im Reich mir und die,
sind so wunderbar gemerkt, dass wir können vertalen und sein und denken und alle Dinge wie eine Säulhand, alle Dinge, das wirklich was grautet. Und wenn du was dort alle getan hast, von heute an sie sieht das, wer kann jemand sein? Römer Kapitel 8 und so, schöne Kapitel über zu lesen, wenn uns Mut fehlen wird. Und dann auch noch, was da kommen soll. In Offenbarung 21, Vers 4 und 5. Eigentlich diese beiden Versen besonders, wir sind viel wert wegen, das ist ein großer Trostband. Offenbarung 21, Vers 4 und 5. Sagt, denn Gott wird an alle Thronen von Erde Ehren waschen. Du wird kein Tod, oder Trühe, oder Hielen, oder Weide mehr sein, weil es wird vorher wird als verschwungen. Dann sagt der auf den Thron sagt, guck mal, ich merke alles nie. Und er sagt zu mir, schrieb, weil diese wird sind wahrhaftig und ab zu verloten. Nicht, dass wir brauchen wundern oder dürren, dass wir in Gott sein Wort gehen zu glauben, als wir das wahrnehmen, oder als wir das persönlich annehmen, dann sagt er auch noch ein Part. Diese wird sind wahrhaftig, das Wahrheit, und die können wir uns abverloten. Du kannst einen Tag, wenn wir hier schwere Dinge durchgehen, wenn wir hier viele Dinge überhand, vielleicht wo wir können übertrühren, aber du kannst einen Tag, wo Gott selbst sagt, er wird den Thron von uns Ehren waschen, dann sagt er, du wird kein Trühren sein, du wird kein Tod sein, du wird kein Rohren, keine Weide sein, weil alles, was vorher wird, ist diese Welt und alles, was wir nie können, wird wach sein und aus der Nähe Himmel und der Nähe Ehren, wir wollen mit Gott selbst taub Gemeinschaft haben, wir wollen Amen sein, oh ihr sagt, er wird dort Licht sein, wird nicht mal in der Sonne fehlen. Mir fragt wir finden hier in dieser Welt viele Dinge, wo wir übertrühren können, oder tun. Und das gibt viel Heilen in dieser Welt, viel Rohren, viel Weide. Und ein Tag wird es alle frei sein. Dann können wir selbst bei Gott sein. Und in dem 22. Kapitel redet er von Offenbarung, redet er von, wo das wird sein. Uit den Thron von Gott in das Lamm wo da kommt, so klar als Christus. Du wird der Lebensbaum, was war sein, was der Anfang im Garten wird, was hier war sein, sag ich im Bett sehen von dem Strom, wir können von der Wutter nehmen sonst, wir können von der Frucht nehmen sonst. Und die Blätter von den Bäumen, die wollen wirklich sein für die Menschen ihre Heilung, dass wir wollen uitgeholt werden ganz. Und redet von viel mehr wunderbare Dinge, was da wollen sein. Wenn wir nicht wahre geboren sind, oder vielleicht von der Welt sieht, kicken, sagen sie, wir wollen niemals nicht sagen, so beleben, was du wolltest, wir wollen immer bloß sagen, lauten Schein gehen. Wir wollen, wenn du was begonnen hast, was du zum Trüren bringt, dann ist das was arg, dann wirst du sagen, die du von drehen und bloß das lauten Schein gehen in der Stadt. Ein Spruch, was zur Hand auf Englisch ist, wenn sich das Geld fällt, zu dir, dann dauert. Das ist nicht, was Gott sagen hat in seinem Wort. Er sagt, wir wollen Dinge begonnen, die nicht gut fallen. Aber den Trost, was wir dabei haben, wenn wir in Trüren haben, über die Dinge, die nicht gut sind, die Sinn sind, was er selbst uns trösten. Er soll sagen, du wirst never sagen, Menschen nicht sagen, wann du über einfach trüren ist. Das ist für dich allein, das soll keiner weiten, wenn du weißt, was schwer geworden ist. Oder du bist stark, oder du musst stark sein für die anderen, dass du kannst interessant anderen, aber es sind dann von dir das schwer, so wichtig ist, das kann nicht gesagt werden oder lauten anworden, weil du musst stark sein. Gott aber sagt, seilig bist du, wenn die Trüren da ist. Seilig bist du, was Heu wird die Trost geben. Psalm 55, Vers 23 sagt er, leih den los ab den Herrn. Sag nicht, du wirst keinmal nicht los begonnen oder du sollst nicht. Er sagt doch, was du hast, leih den los ab den Herrn. Der wird für die sorgen und er wird den Gerechten niemals fallen lassen. 1. Petrus 1, Vers 7 sagt, schmied all jene Sorgen ab arm. Er sorgt für jünt. In Matthäus
al vers 28 daar 30, da haben wir in der Kirche haben wir an der Wand noch lauten da, wenn das sind wichtige Versen für uns, und wir glauben, das ist ein sehr gute Versen, vielleicht von uns wenig zu lernen und dann zu denken, wenn wir uns Trost bringen, wenn wir durch schwere Tiden gehen. Matthäus 11, vers 28, daar 30 sagt, kommt alle an mir, die je in schwere Lasten gehen und bedrängt und meid sind. Und ich will ihnen Ruhe geben. Leg mijn juk ab und leert von mir, wils ich sie sanftmütig und von Herzen demütig. Je werden Ruhe finden für jene Säulen. Wils mijn juk die drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn wir durch eine Zeit gehen, wo wir trüren down, wenn wir durch eine Zeit gehen, vielleicht der Gott, die nur an den Arm tragen, will haben je eine Arbeit geplant für die, was bloß du kostet down. Und je nur tragt, die tragt einen Arm. Je klarer hast du den Anfang zu sein, die Dinge, die in deinem Leben vielleicht nicht stimmen, dann mit Gott sein wird. Wenn sie ein Lächeln ab die ist, und dort klar merken, das, was in die fehlen, bringt dort ein Trüren, ich habe das ansehen, wo wir alle wegen Band an Kart fallen down. Und das ist nicht ein schlechtes Ding, das ist actually ein sehr gutes Ding. Wenn Gott uns dort wiesen hat, dann meint er erst dich wie und er erst in uns. Wenn die ganz möglich fallen das mit dem Sinn, oder mit Dingen, die ganz gegen Gott sind, dort ist dann ein gutes Beweis, dort vielleicht hast du die noch nicht bekehrt. Wenn die dann noch okay ist, wenn du erst allein bist, dass du dann mit sämtlichen Dingen klar hast und die Bord in Gewissen nicht bist, als wir hingehen abwiesen, dass du da vielleicht kannst sein und verstehen, dass das fein ist oder nötig ist, Jesus Unternehmen für die Säuligkeit, dass wir in aller Ewigkeit arm sein. Aber das ist vielleicht noch nicht ab ihrem in den Hort, willst der Sünde jetzt noch zu scheinen. Aber der Sünde jetzt mal von der Karte zu scheinen. Aber wenn du erst die Salz zu sein kriegst, vielleicht bist du bekehrt und Gott wies sowieso mehr Dinge in dein Leben, die fehlen zu anderen, dann passen diese Erfahrungen bis sehr fein. Er sagt, kommt nicht mehr, wenn ihr schwere Lasten gehen und bedrängt sind. Er will dort nehmen von uns, dass wir kein leicht, nicht ein leichtes Leben haben, aber wir uns kein leicht fallenden Arm meinen, dass wir mit Arm versäumt sind, dass wir uns gewassen, uns nicht plären, dass wir können sagen, ich und Gott, wir gehen und taubt euch alles, was das Leute sagen. Das heißt, ich will es sehen, ja, direkt nicht. Seine Los ist leicht. Wenn du schwer belohnt bist, mit vielen Dingen schwer merken, dass vielleicht ist es Zeit für dich, den Stopp zu nehmen. Für Gott kommen und sagen, hier sehe ich, reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Dann zwischen dir und Arm, kannst all deine Sünden bekennen. Er sagt, er ist dann trügen gerecht, er wird das dann. Er wird die reinigen von aller Ungerechtigkeit, sodass du kannst vor am Stuhl mit Frieden gewassen sein, ich sie wirklich ein Kind Gottes. Das wird diese Sorte trügen hier ist. Wenn er sagt, seilig sind die trürig sind, wird es an so getröst werden, das was er hier reden wird. Wie kann das schlecht, dass der andere Fall sieht, wie kann das an sein, wir haben nicht Salz in uns, was er braucht, seilig zu werden. Wir sind arm im Geist, die wollen seilig werden, die wollen Gott sein. In Sinne, was der Trührende Eva, was sie dann von sich selbst sagen, dann, die wollen getrost werden. Seilig oder gesehen bist du, wenn du ein Leutsein hast, über deine Sinn, und dann deine Gott drehen lässt. Seilig bist du, wenn du dort ansitzt, dort du dort nicht allein kannst. Seilig bist du, wenn du nur die Salz kicken lässt und nicht eine andere. Die Gemeinschaft zwischen dir und Gott hat nicht zu tun mit was andere rum die tun. Das hat nicht zu tun mit was die Nuba tut, was die Freundschaft tut, oder andere Menschen, die vielleicht bloß von weit auf kann das. Das ist persönlich für die gemeint. Seilig bist du, wenn du die das nur Gott sehen wird, nur mäten, nicht nur andere Menschen. Wenn Menschen vollen Kart, wo wir bei Gott sein sollen,
Keiner hat das ganz reich gemerkt, keiner kann das tun, das ist nicht möglich. Aber wenn du nur mehr in dessen sagst, well, ja, ich tue vielleicht das, aber es ist nicht so was Jana das oder was Jana das, dann haben wir uns noch nicht Luten anstauen dafür. Seilig sind die traurig sind, weil es an soll getröst worden. Es ist ein interessanter Weg, wo er das hier verbringt hat. Wo was Jesus uns hier hat, wir wollen nächstes Mal wieder evaluieren, wenn er sagt, seilig bist du, oder seilig sind die. Wenn wir das erfahren verlängern, den sie in Predigt wird heute hören, das ist eine sehr klare Auslegung von was das meint, wenn wir uns bekehren, wenn wir zu Gott gehören und was das mit sich bringt. So, wenn du bist durch eine schwere Zeit gegangen, du hast getrüht über deine Sinne, sag ich, dann sie getrost. Dann bist du auf der Rechte steht. Wir werden zum Schluss noch taub beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dein Heilig angesagt von das Morgens. Wir danken dir für deine Liebe für uns. Wir danken dir für das Erfahrung, besonders wie kann sein, dass wenn wir in trüren Hand Eva unsere Sinn oder über den, dass wir sind kalt gefallen für die, dass wir wirklich kann an die getrost werden, dass wir wirklich seilig sind wie, wenn wir trüren. Das bringt uns Mut und Trost, weil dann können wir sagen, dass wir sind dann auf der Rechte steht. Und das bringt uns auch Mut, weil dann können wir sagen, dass das nach niemals Talut ist. Und jemand hier wie was sagen, dass wir das so Talut. Und doch, du sagst, wenn wir beducken, dass wir der trührende Eva, dann sind wir auf der Rechte steht. So, Dankeschön für das, Herr. Ich danke dir, Vater, für den Trost, was du geschenkt hast, für jedem einen, was dir angenommen hast, dass du in dem Wort sein lässt, dass du den Trost schenken wirst, so dass wir können, nicht bloß in Gott im Himmel haben, aber auch im Port von der Dreieinigkeit Gottes in uns Hort haben, das dem Wort das sagt. Dass wir du beim Trost fängen, dass du beim uns Mut gibst, dass wir du beim wirklich säulich und gesegnet sein. So vor mein Wunsch und ich bete für jedem einen, dass du wirst uns durch das Werk, uns Hort anklappern, uns nur an die tragen, so dass wir können in geratenen Trost im Reich fängen, in die, und so dass wir können uns Leben tun anstellen, als du dort was haben, so dass wir für die leben, und dass dein Himmel, du dich mich vergratet sein. So wir danken dir für alles, was du hast getan und auch was in Jesus' Namen. Amen.